Guten Morgen miteinander. Gutes Neues. Haben alle gut angefangen? Wer ist krank? Niemand! Ich. Also. Ich freue mich, dass ihr nicht krank sind, dass ich der Einzige bin. Dann bete ich für mich selber. Ist gut. Lass uns kurz beten. Jesus, wir bringen den Gottesdienst vor dir. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Wir laden dich ein, um mit unseren Herzgedanken zu reden. Wir öffnen unsere Gedanken, unsere Herz, Ohren und Augen. Und wir erwarten von dir. Und ich bete, dass ich predigen darf, ohne Husten und ohne Problem. Amen. Yes! Wer von euch hat wieder ein neues Neujahr-Vorsatz gemacht? Seriously? Ja, genau. Die 3 Personen, die ich gedacht habe. Julia, habe ich schon gewusst. Silvia, gut, extrem diszipliniert. Micha? Nein, sorry, für die habe ich nicht gedacht. Nur 3 Personen. Alle anderen haben schon aufgegeben, gell? So, ja. Ich habe schon lange aufgegeben. Es ist lustig, dass die neue Neujahr-Vorsatz gibt. Es ist sehr western. In Iran. Oh. Danke. Merci vielmals. Das habe ich als Kind nicht gewusst. Vielleicht deswegen habe ich nicht die Disziplin von neues Jahr-Vorsatz. Ich glaube, dass es an das liegt. Als Christ, als gläubige Menschen, also wir machen neues Jahr, ich weiss nicht, was für ein Neujahr-Vorsatz ihr 2 oder du gemacht hast, die 3 Personen, die da sind, aber am meisten, wir machen, weil wir wieder gerne uns verbessern, weil wir gerne gesünder leben, wo wir einfach produktiver, effizienter unterwegs sind. Wir entscheiden uns, nächstes Jahr machen wir etwas anderes, wir machen mehr Sport oder essen gesünder, tun wir mehr lesen. Was sonst gibt es noch? Zeit ist schon genug. Vielleicht mehr Zeit mit Familie, mit Kindern, ein Date Night, einmal in der Woche. Wir entscheiden uns, komm, wir investieren in Freundschaft, wir investieren in unsere Ehe, wir investieren anders beim Job. Es gibt tausende Jahresvorsätze. Habt ihr auch mal geistlichen Jahresvorsatz gemacht? Nämlich, hey, ich entscheide mich in diesem Jahr, wenn ich eine Bibel durchlese. Oder ich werde mindestens einmal in der Woche Zeit nehmen zum Beten. Gell? Das gibt es auch. Oder einmal im Monat. Wenn ich eine stille Zeit habe. Den ersten Monat schaffen wir, nächsten Monat leider nicht. Als Pastorin, ich glaube, das Schlimmste, ich habe ein Gespräch gehabt, das Schlimmste, was ich persönlich erfahren kann, das Schlimmste für mich, ist, wenn ich sehe, dass gläubige Leute, die mit Jesus lang unterwegs sind von Glauben wegkommen. Oder haben sich gegen Glauben entschieden. Oder nur, wenn du mit Gott, mit Jesus zu tun hast. Oder sind einfach langweilig in der Kirche. Denken, ja, ich brauche etwas Neues. Ich brauche einfach Zeit für mich. Geht raus. Lebt nur mit Jesus. Ganz so aktiv. Das ist das, was mich persönlich am meisten wehtut. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was Pastor kannst mal erleben. Wenn du siehst, jemand, der mega fest und Feuer und Flamme war für Jesus und sagt, hey, nein, ich habe diese Feuernummer. Ich habe diese Passion, das erste Liebe verloren. Und ich mag nicht mehr. Wie geht es dir? Wie stehst du im Glauben? Und du kannst sagen, hey, bist du heute Morgen am Freuen und Flammen für Jesus? Von Gott? Unterwegs im Glauben? Bist du motiviert? Bist du ermutigt? Freust du dich? Oder bist du da und sagst, nicht wirklich?
Das ist einfach der erste Sonntag im Jahr. Ich gehe in die Kirche und dann schaue ich weiter, ob ich gehe oder nicht. Wie können wir unseren Glauben fest weiterbringen? Wie kann man als Gläubig ständig wachsen? Auf welches Fundament bauen wir unseren Glauben, dass es wachsen darf? Klar, ich habe heute eine Predigt, die eigentlich ist der Anfang von einer Predigtserie für den nächsten 6 Monate. Die nächsten 6 Monate unserer Predigtserie heisst «Solide Fundament». Als Kirche, wir haben uns einen neuen Jahrvorsatz entschieden. Jetzt nicht das ganze Jahr. Ich hoffe, vielleicht auch wird das ganze Jahr. Es wird mega cool, ich sage es euch. Aber das ist unser Jahresvorsatz. Wir wollen als Kirche miteinander ein solides Fundament bauen. Ein Fundament, der wird nicht schütteln, wird nicht kaputt gehen, wird nicht brechen, auch wenn es schwierig ist, auch wenn nicht alles gut läuft. Und wir schauen, wie können wir ein solides Fundament bauen, als Kirche zusammen. Die Bibel gibt uns 3, 4, es gibt sicher viel mehr, aber ich will mit euch die Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 41 bis 42 lesen. Sagt, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwas 3000 Menschen. Sie bleiben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das ist ein mega wichtiger Bibelvers. Es sind 4 Sachen, ich rede über all die 4 heute, 4 Elemente, die Bibel sagt, die erste Kirche hat definiert. Die 4 Elemente sind Fundament für die erste Kirche. Und die 4 Elemente, sie definieren auch heute unsere Kirche, unseren Glauben, unser Fundament. Die erste, was da ist Lehre der Apostel. Auf Griechisch Lehre ist geschrieben Doktrin. So, von der Doktrin von der Apostel. Apostel haben die Doktrin gebracht. Damals, die ersten Kirchen, sie haben das Alte Testament gehabt. Sie konnten nur das Alte Testament lesen und dann sind extrem angewiesen gewesen an das Wort der Apostel. Sie haben sich ständig getroffen und von den Aposteln lernen. Ständig. Weil nur durch Wort Gottes und die Apostel sind inspiriert von der Heiligen Geist gesprochen, haben die Wahrheit in den Leben der Menschen gesprochen, damit sie wachsen können. Lehre, Doktrin ist extrem wichtig. Damals haben sie im Alten Testament gehabt, wir haben heute Neue Testament und Alte Testament. Wir haben Gottes Wort, die Gott hat gesprochen. Durch Prophet, durch Apostel, durch seinen Geist. Das ist das Wort Gottes, die Gott hat uns gegeben. Psalm, Kapitel 1, Vers 2 bis 3 sagt, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetzwort des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserlaufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ist das nicht schön? Dass am Ende unseres Tages irgendwann jemand kann sagen, hey, das, was du unternimmst, das gelingt. Es langt. Du bringst Frucht. Aber wir bringen Frucht, wenn wir unsere Glauben, unser Leben auf Wort Gottes bauen. Und ich rede nicht, dass wir so ein Vers von den Tages lesen. Kennt ihr all die Tagesvers? Ich rede nicht von mal eine Predigt hören, einmal in der Woche oder 2-mal in der Woche oder auch täglich. Ich rede wirklich von Anfang bis zum Schluss Wort Gottes lesen. Die Bibel sagt, Gottes Wort im Psalm 119, 105 ist eine Lampe von unseren Füßen
und Licht von unserem Weg. Jeremia 15,16 sagt, Gottes Wort ist eine geistliche Ernährung, das Essen, das unser Körper täglich braucht. Jeremia 23,29 sagt, er ist verziehende Feuer, wie ein Hammer, der den Fels zerbricht. 1. Petrus 2,2 sagt, Wort Gottes ist Milch für die Neugeborenen. Jakobus 1,22 sagt, Wort Gottes ist ein Spiegel, in dem wir uns selber sehen können. Das ist kein Witz. Als Kirche ist uns auch wichtig, als Kreuzpunkt, dass wir die Wort Gottes in der ersten Linie stellen. Durch Predigt, durch Studium von der Bibel. Dass wir in diesem Jahr wieder einen Kurs geben. Wie kann ich Wort Gottes lesen? In den nächsten paar Wochen werden wir schauen, wie kann ich Wort Gottes lesen? Wie kann ich interpretieren? Weil wir glauben, dieses Wort, er ist lebendig. Er ist relevant. Er ist nicht veraltet. Dieses Wort, der hat Wahrheit. Das ist der einzige Buch, die ist am meisten ausgedruckt, verkauft, verteilt in der Welt. Ist der einzige Buch mit über 700, ich muss es genau lesen, oder jemand kann in Google schauen, nein, 736 Übersetzungen von der ganzen Bibel und 1653 Neue Testament Übersetzung. Ist der ganz einzige Buch mit so viel Übersetzungen Sprachen. Das Bestseller von 2023. Wieso? Es gibt auch andere heilige Bücher. Es gibt auch andere Bücher. Weil dieses Buch ist immer noch Wahrheit. Und wisst ihr was? Menschen heutigen Tage, der Welt, wo wir heute leben, wo du nur mehr weißt, was kann ich glauben, was kann ich nicht glauben. Soll ich auf Social Media schauen? Soll ich auf Nachrichten schauen? Soll ich auf den Pastor, die Denomination so hören? Wer sagt Wahrheit? Wort Gottes. Das ist der Buch, wo heute viele Menschen brauchen. Manchmal denken mir Pastoren, wenn ich Wort Gottes, Wort zu Wort predigen, am Sonntagmorgen, das wird langweilig. Wir werden Leute verlieren. Und mit Leuten geht Geld weg. Stimmt nicht. Stimmt überhaupt nicht. Wir können jeden Sonntag von Anfang 1. Mose bis zur Offenbarung Wort Gottes predigen. Und ich bin überzeugt, wir werden noch mehr wachsen. Weil ich bin überzeugt, in der Welt, wo wir heute leben, das Einzige, was wahr ist und stimmt und hat Kraft und Macht und kann wirklich Leben ändern und transformieren, ist das. So wie oft, nehmen wir uns Zeit, investieren wir Zeit in das Wort Gottes. So, das werden wir machen. Wir werden schauen, weil ich bin auch einverstanden, wenn du sagst, ja, aber ich verstehe es nicht. Aber lass mich dir sagen, Gott redet nicht in Fantasie, es ist nicht ein Mystery. Was heißt Mystery auf Deutsch? Ein Geheimnis. Wort Gottes ist nicht ein Geheimnis. Nein, Gegensatz. Die Bibel sagt, Gott hat das ganze Geheimnis uns offenbart. Er hat das Wort gegeben, damit du und ich verstehen können. Wenn wir nicht verstehen, dann kann man lernen. Wie kann man das verstehen? Das werden wir miteinander schauen, wie kann ich interpretieren, auslegen, wie kann ich verstehen und wie kann ich in meinem Leben auch umsetzen. Als Zweite, wo ist gestanden, sind es Lehre der Apostel. Was ist das Zweite gewesen? Gemeinschaft. Koinonia. Lustig. Wieso soll das Fundament sein? Im Iran, in Ländern, wo Verfolgung extrem groß ist, China, Iran, Russland, Länder, wo evangelikalische Christen, Protestant Christen sind unter Druck. Die dürfen sich nicht sammeln. In den Verhörungen haben unsere Verhörer uns immer wieder gesagt, ihr dürft die Bibel lesen, ihr dürft beten, ihr dürft eure Glauben von euch behalten, einfach allein. Von dich allein. Was ist das Problem? Bleibst daheim, liest die Bibel, kannst beten, behaltest einfach für dich. Vielleicht kannst du in einer anderen Religion das machen, aber sorry, als Christen geht nicht.
Hebräer Kapitel 10, Vers 25, ist ein bekannter Bibelvers, sagt uns, wichtig, dass wir unserer Zusammenkunft nicht fern bleiben. Gemeinschaft, Zusammensein, das Wort Gemeinschaft, Koinonia, wird übersetzt als Einheit, Nähe, Zusammengestaltungen, Abendmahl, Feiern. Das ist viel Wort. Gemeinschaft, ohne Gemeinschaft, als Christ, als Gläubig, kann ich nicht wachsen. Wirklich? Ja. Wieso? Weil allein mein Charakter wird nicht besser. Allein werde ich nicht streiten. Oder kann ich mit mir selber streiten? Das mache ich auch. Aber irgendwann versöhne ich mit mir selber ziemlich schnell. Allein kann ich mich selber nicht segnen. Allein kann ich mich selber nicht umarmen. Allein kann ich mich selber nicht korrigieren. Allein kann ich mich selber nicht aufbauen. Wir brauchen einander. Wenn Gemeinschaft nicht wichtig wäre, dann wieso haben Apostel und die ersten Kirchen alles riskiert, um zusammenzukommen? Wenn es nicht A und O wäre, wieso haben sie ihr Leben verlieren? Bis zum Tod. Haben alles riskiert, damit sie in eine Gemeinschaft kommen. Gemeinschaft von Gläubigen. Das Zusammenkommen von Gläubigen ist wichtig. Wir haben hier als Kirche eine Gemeinschaft miteinander. Wir haben aber Kleingruppen, die nochmal einen tieferen Effekt hat. In der Kleingruppe, das ist ein Ort, wo wir ehrlich sein können, wo wir offen sein können, wo wir über unser Problem, Sünde, Schwierigkeit reden, beten, einander ermutigen, einander aufheben, einander herausfordern. Kleingruppe ist ein Ort, wo wir füreinander, miteinander stehen. Und bei uns in der Kirche, wir haben mehr als 30 Kleingruppen. Und im Moment 5 Interessengruppen. Wir haben Männergruppen, Frauengruppen, junge Erwachsene. Wir haben Englisch-Farsi-Gruppen. Wir haben Mamis und Kinder, Männer und Sport. Wir haben all mögliche Gruppen. Wir möchten auch Interessen miteinander teilen, aber gleichzeitig auch zusammen beten. Ohne das kann man nicht wachsen. Ich brauche dich, du brauchst mich. Und ich weiss, wir sind nicht im Iran. Ich weiss, wir sind nicht in einem Land, das verfolgt ist. Aber eins weiss ich. Ich bin keine Prophetin in dem Sinn. Ja, vielleicht bin ich auch. Ich will nicht prophezeien, aber ich will das sagen. Ich weiss es nicht, was uns in der Zukunft warten. Aber als Gläubig, als Christ, wir werden auch nicht einfacher haben. Wir haben jetzt nicht einfach, wir werden auch nicht einfacher haben. Und wir werden einander brauchen. Wir müssen miteinander stehen. Voreinander beten. Im Leben voneinander reden. Ohne das werden wir schnell abgehen. Wisst ihr, ein Stück Holz, wenn der allein brennt, hat nicht so viel Kraft oder brennt langsam aus. Aber wenn du Holz zusammenbringst, die Feuer, das entfacht einander. Das Positive. Okay, ein paar sagen ja. Danke. Das dritte Punkt ist Gebet. Oh, by the way, ja. Gehen wir im Gebet. Gebet, Wort Gottes sagt 1. Thessalonicher 5,17, hört niemals auf zu beten. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Hört niemals auf zu beten. Das Wort Gottes sagt, das Gebet ist wie Atem, wo wir atmen. Gebet ist in allererster Linie das Gemeinschaft mit Gott. Beziehung mit Gott. Gebet heisst, in Gottes Gegenwart sein.
und ihn geniessen. Und trotzdem, das Gebet ist am meisten bekämpft und umstrittene Bereich in unserem Leben. Ich habe immer gedacht, Beten ist easy. Es sollte sehr einfach fallen. Meine Eltern haben immer gebetet. Ich bin als Christ, als Gläubig aufgewachsen. Ich habe immer gedacht, Gebet sollte einfach sein. Weil Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Das sollte easy kommen. Ich bin in der Schule gewesen, in der Uni habe ich Theologie studiert und wir haben jeden Morgen Zeit für die stille Zeit. Wir hatten Schule, Arbeit, Frühstück und dann haben wir eine Stunde Zeit für uns selber stille Zeit. Und ich habe gesehen, wie meine Kollegen und Kolleginnen stundenlang beten. Die sind go Spaziergang machen, Bibel lesen, beten. Und ich habe bei mir eine Uhr gehabt, habe ich mich timed, habe mir geschaut, wie lange kann ich beten. Ohne dass meine Gedanken irgendwo anders gehen. 2 Jahre habe ich probiert. Die höchste Zeit, wo ich konzentrieren und beten, war 5 Minuten. Nach 2 Jahren. Wieso? Und dann habe ich fast gedacht, ich habe das Problem, ich bin das Problem, bei mir geht nicht, ich kann nicht beten, ich bin frustriert. Es hat mich wirklich gestört. Ich hatte Schuldgefühl, ich hatte schlechte Gefühle, ich bin kein guter Christ, wenn ich nicht 10 Minuten ohne Gebrauch beten. Wieso ist Gebet so unmöglich? Wieso ist Gebet so schwierig? Und lustigerweise, wenn ich mit Leuten rede und sage, hey, ich habe Schwierigkeiten mit Beten, und meistens sagen, ja, ich auch. Wieso ist das so? Wieso haben wir zu wenig Leute, die können sagen, nein, bei mir geht's. Und ich kann dir einen Tipp geben. Es brauchen wir mehr solche Leute. Und dann, ich habe mich mit ein paar Leuten geredet und ich musste einen Weg finden, wo ich beten kann. Ohne es unterbrochen. Und ich habe meine Weg gefunden. Ich werde euch ein anderes Mal Tipps geben, weil wir auch über Gebet reden. Wie habe ich angefangen zu beten? Und wie habe ich angefangen, täglich mich zu regen? Wieso ist Gebet so schwierig? Wieso kann man nicht beten? Und wir wollen. Ich glaube, wir alle wollen, oder? Es gibt Leute, die sagen, es ist einfach Disziplin. Du musst einfach Zeit nehmen und mir fehlt Zeit, mir fehlt Disziplin. Ich bin einverstanden. Aber ich glaube, wir als Schweizer, Disziplin ist nicht das Thema. Weil, wenn ich sage, wir Schweizer, meine ich ihr. Aber ich kann es gerne sagen, wir Schweizer haben gerne wandern. Wir Schweizer sind sehr aktiv. Ihr. Wenn ihr habt Disziplin zum Wandern, aktiv sein, Sport machen, und ich meine, hier in der Schweiz, wir haben die besten Schokis und Käse und das Essen und Fondue und Raclette, und doch, die meisten von uns, die meisten Schweizer würde ich sagen, wir sind gesund, wir ernähren uns gut, wir leben zu lang. Nochmal, ihr, gell? Nicht mir, aber Also ich glaube, Disziplin ist nicht unbedingt das Problem für wir Schweizer. Sowieso ist Gebet schwierig. Lass mich dich sagen, Gebet braucht Demut. Jedes Mal, wenn ich im Gebet komme, ich muss meinen Stolz, mein sündiger Mensch, das sündige Ich von Gott unterwerfen. Jedes Mal, wenn ich in Gebet eintrete, ich sage, ich muss zu mir selber sterben. Das alte Ich, das alte Mensch muss nochmal sterben. Und ich muss mich mit Demut vor Gott bringen. Gebet ist schwierig, weil der Teufel, der Satan, er kennt sehr gut, was für Kraft, Macht und Durchbruch kann Gebet haben. Der Teufel weiß am besten, was Gebet kann verwirklichen in deinem Leben. Er kennt das sehr gut.
Er weiß, was es heißt, mit Gott reden und von Gott hören. Und was das macht mit mir. Er weiß, wenn ich bete, bin ich ein anderer Mensch. Mein Charakter wird besser. Meine Verhalten wird besser. Meine Geduld nimmt mehr zu. Ich werde weiser, ruhiger, stiller. Er weiß, wenn ich bete, werde ich einen richtigen Weg mit Gott laufen. Werde ich nicht so schnell hässig. Werde ich nicht so viel Sorgen haben. Er weiß, wenn ich bete, ich trete in einen anderen Himmel, in ein anderes Leben mit Gott, wo mich transformiert. Und wer will das? Satan, der Teufel, weiß, Gebet hat Macht. Gebet ist alles. Und Gebet, wenn ich von Gebet rede, ich rede nicht einfach von Ritualwort, gell? Gebet kann auch sein, sei still und weiss, dass ich bin dein Gott. Gebet heisst, mit Gott reden und dann einfach Mund zu machen und zuhören. Gott Zeit geben und sagen, redest du jetzt? Ich nehme mir gerne Zeit. Gebet heisst, in ein Gespräch mit Gott kommen. Okay, ich gebe euch einen Tipp, was ich mache. Ich schreibe amigs mein Gebet. Ich schreibe es auf, was ich beten will, und dann warte ich, bis Gott redet und fange ich an zu schreiben, was er mir sagt. Das hat mir geholfen. Ich tue manchmal Worship hören und dann wieder beten. Das hilft. Find einen Weg, und wir werden euch auch ein paar Tipps geben in der Predigtserie. Wie kannst du für dich persönlich Weg und Art finden, mit Gott in Gespräch eintreten? Aber das kann man nicht umgehen. Wir werden in Abendmahl jetzt einsteigen. Das ist der letzte Punkt. Heute ist der erste Sonntag im Monat. Der erste Sonntag im Monat machen wir immer Gemeindegebet. Yay! Und am meisten bei den Gemeindegebet, alle gehen weg. Alle sind bei der Kaffee. Und dann kommen 20 Leute bei dem Gebet. Awesome. Alle 20. Merci. Aber heute machen wir etwas anderes. Yes! Oh, ich kann nicht wegrennen heute. So gut! Zwar, wir werden 2 Sachen heute machen. Mit Thema Gebet. Wir werden heute Abendmahl haben. Ihr dürft Abendmahl nehmen. Und dann, das Erste. Unsere Gebetsteam haben sich verteilt heute, oder werden sich dann verteilen in den ganzen Raum. Der Micha und ich, Dunja, sind da, und wir machen Folgendes. Wir möchten euch segnen. Wir möchten euch segnen. Ihr dürft einfach zu einer Person von der Gebetsteam kommen und euch segnen lassen. Entweder allein, oder als Ehepaar, oder als Familie. Ihr dürft einfach 5, 6 Personen als Familie zu einer Person auf Gebetsteam und lassen sie euch dieses Jahr eure Ehe, eure Familie, euer Studium, euren Job, eure Zukunft segnen. Nehmt das so als Spruch. Gebet hat Macht. Nehmt Abendmahl und dann geht zu unserem Gebetsteam. Ihr dürft auch da vorne kommen zu uns, oder wir werden auf der Seite stehen. Wir werden für euch beten. Allein oder als Familie. Und dann, nach dem Lobpreis, wir machen das Gemeindegebet alle miteinander. Es wird gut. Es kommt gut. Keine Angst. Hey, wir glauben wirklich, das wird einen Unterschied machen. Und wir werden dieses Jahr unser Fokus auf Wort Gottes, auf Gemeinschaft miteinander und auf Gemeinschaft mit Gott legen. Die Fundament. Abendmahl machen wir einmal im Monat als Erinnerung, dass Jesus für uns auf dem Kreuz gestorben ist. Nicht nur als Erinnerung, sondern auch als ein neuer Bund. Stell dir vor, Abendmahl ist ein Ehebund. Und du tust jeden Monat, einmal im Monat, Gott sagen, ich bin verliebt. Hey, habe ich dir gesagt, ich liebe dich. Weil bei jedem Abendmahl Jesus steht und sagt, ich habe dich fest lieb. Das ist mein Blut, das ist mein Fleisch, die ich für dich gegeben habe. Oh, ich bin so verliebt in dir.
Nimm es in der Erinnerung von das, was ich für dich gemacht habe. Und einmal im Monat darf ich Abendmahl nehmen und darf ich allein stehen und sagen, weißt du was, Jesus, mit deinem Blut und Fleisch oder mit dem Wein und Brot würde ich sagen, ich liebe dich über alles anderes. Und ich sprich aus meine Liebe für dich. Lass die Abendmahl eine neue Beziehung sein in diesem Monat. Deswegen machen wir ersten Sonntag im Monat. Es ist nochmal ein neuer Bund, neue Versprechen in der Ehe mit unserem himmlischen Vater. Lobpreisteam darf, ich werde jetzt für den Abendmahl beten. Ich lade euch ein. Und dann machen wir weiter. Jesus, danke für den Bund, den du mit uns geschlossen hast. Danke, dass du bist auf Kreuz gegangen, gestorben. Damit wir heute beten können. Damit wir heute mit Gott reden ohne ein Blutopfer. Damit wir in Gottes Gegenwart eintreten ohne das Sterben. Danke, dass du hast die Teufel besiegt. Du hast Tod besiegt. Du hast Krankheit besiegt. Danke, dass du uns deine Worte uns gegeben. Das Wort, damit wir korrigiert, gestärkt, unterstützt, empowered unterwegs sein. Danke für den Preis, den du gezahlt hast. Und mit Abendmahl, wenn wir sagen, wir lieben dich. Wir lieben dich fest. Und wir laden dich ein, dein Segen, deine Gegenwart und Gnade in unserem Leben. Amen.